Das Nashorn, das der Xgi hatte. Es war einmal ein Nashorn, das Paul geheissen. Das hat so dermassen fest immer den Xgi gehabt, dass jedes Mal aus seinem Nasenhorn rausgepfiffen hat, wie aus einer Panflöte. Als kleines Nashörnchen in der Schule, wenn er wieder einfach aus dem Nichts raus einen lauten Xger gemacht hat und es dann wieder aus seinem Nasenhörnchen rausgeflötet hat, haben die anderen Tiere hinter der Schulbank natürlich geprustet und gelacht, dass man es durch das ganze Dorf gehört hat. Der Paul hat sich geschämt. Er hat sich unglaublich geniert. Und gleich jedes Mal einfach aus dem Nichts raus hat's gemacht. X! Und wieder alle haben gelacht und sind mit Tränen in den Augen am Boden rumgetrollt und haben sich die Bäuche gehabt. Als der Paul dann in die Lehre kam, haben alle anderen Nashörner gerade sofort eine Ausbildung bekommen, weil sie so gross und stark sind. Aber der Paul, obwohl er genau gleich gross und stark war, hat einfach nie einen Platz gefunden. Niemand hat ihm ein passendes Plätzchen geben. So hat der Paul sein Rucksäckchen gepackt und ist weit in die Welt rausgewandert. Er hat alles angeschaut und immer, wenn er wieder gexickert hat und die anderen Tiere gelacht haben, hat er aufs Neue sein Rucksäckchen gepackt und ist einfach weitergezogen. Der Paul hat auf seinem Weg aber auch neue Bekanntschaften getroffen, die es nicht gestört hat, dass er immer mal wieder so aus dem Nichts rausgexickert hat und es dann aus seinem Horn wie aus einer Panflöte rausgeflötet hat. Im Gegenteil, da ist ihm das schwerhörige Äffli begegnet, das auf dem Baum oben gehöckelt ist und genüsslich seine Bananen geschält und nachher laut schmatzend gegessen hat. Das Äffli hat ein ziemliches Untergebiss gehabt. Das ist, wenn die unteren Zähne weiter raus schauen als die oberen. Und so hat sein Essen dermassen laut getönt, dass er bei weitem alle anderen Äffli mit seinem Schmatzen übertroffen hat. Ihn hat es nie gestört. Er hat es ja selber auch nie gehört. Bei seinem nächsten Halt hat der Paul den Papagei kennengelernt, der nicht reden konnte. Alle anderen Papageien haben ihre Ausbildung zum Plapperi machen, aber genau der Papagei hat es nie fertig gebracht zum Reden. Aber er hat immerhin immer ein einziges Wort sagen und das ständig wiederholen. Pap, 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 pap. Irgendwann hat der Paul die ganze Welt gesehen und ist wieder zurück nach Afrika gekommen. Da ist er jetzt allein mitten in der afrikanischen Wüste unter einem Affenbrot hergehöckelt und hat einfach ein bisschen in die Ferne geschaut und studiert. Plötzlich hat er ein Geräusch gehört, das ihn aus seinen Gedanken gerissen hat, das ihm nicht ganz fremd vorgekommen ist. Da hat doch etwas gepfiffen. Und gerade nochmal. Der Paul ist ganz schnell aufgestanden und hat umgeschaut. Er hat aber nicht gerade direkt etwas gesehen. So ist er um den Baum herumgelaufen und hat hinter den nächsten Hocker geschaut. Und dort hat er etwas gesehen, das hat ihm fast den Huf abgezogen. Das sind doch ganze 17 Nashörner auf einem Haufen gewesen und alle haben aus ihren Nasenhörnern rausgepfiffen wie aus Panflöten. Das hat ein Konzert gegeben, das hat der Paul kaum glauben. So unglaublich hat das getönt, wenn so viele zusammen das gemacht haben. Er ist zu diesen Nashörnern hergelaufen und hat sie gefragt, ob er mit ihnen durchs Land ziehen darf. Fröhlich sind alle miteinander unterwegs gewesen, und wenn sie neu am Grasen waren, dann hat man durch ihr Schnaufen immer die schönen Panflötengeräusche in allen Tonlagen und Höhen gehört. Der Paul hat das unglaublich genossen. Plötzlich ist ihm Paul eine Idee gekommen. Da er ja weit in der Welt herumgereist ist, hat er natürlich auch viel Verschiedenes gesehen und ganz viele Eindrücke sammeln. Er hat sich kurz von der Gruppe verabschiedet und gesagt, ich komme in einer Woche wieder und habe euch eine Überraschung.
Somit ist der Paul wieder allein in die Steppe rausgelaufen. Er hat seinen Freund, den schwerhörigen Affe, gesucht, wo er als erstes auf seiner Reise gefunden hat. Und dann der Papagei. Zusammen sind sie dann nach einer Woche wieder zurück bei den pfeifenden Herden. Erstaunt haben die anderen ihn angeschaut und ihn gefragt, warum er dann einen Affe und einen Papagei dabei hätte. Stolz sagte Paul: «Lasset, meine lieben Freunde, ich hätte hier eine Idee gehabt.» Und so ist das erste und beste Tierpanflötenorchester entstanden, das es je gegeben hat. Die Nashörner haben während dem Essen ihre Melodie geblasen. Das Äffli hat mit seinem überlauten Schmatzen den Rhythmus vorgegeben und der Papagei hat dazu immer sein eigenes Wort gesagt, was dann so tönt hat, wie wenn er dazu rappen. Der Paul selber hat die ganze Gruppe geleitet. Weil durch sein Hickski hat er ja nicht in dem Sinne im Orchester mitblasen, aber er hat sie dirigiert. Und immer wenn er hicksken musste, hat er beim Dirigieren die Hufe in die Luft gerührt und alle haben dann sofort quasi vor Schreck eine Pause gemacht und aufgehört zu flöten. Nur der schwerhörige Affe hat munter weitergeschmatzt. Irgendwann haben das natürlich auch andere gehört, dass es da ein neues Orchester gegeben hat und es ist so gekommen, wie es müssen kommen. Das Orchester ist das weltbekannteste Orchester geworden und hat überall auftreten. Von Afrika bis auf China und Timbuktu haben alle Tiere im Publikum mitgemacht. Die Elefanten haben Trompeten, die Vögel haben gesungen und die Frösche haben mitgewackelt. Der Paul ist richtig gefeiert worden und jedes Mal, wenn er hicksken musste, haben die anderen Tiere nicht gelacht, sondern mit ihm mitgefeiert. Es war das absolute Highlight. Und die Moral dieser Geschichte, liebe Kinder, ist, dass jedes ein verstecktes Talent hat. Man muss nicht immer gleich sein wie die anderen. Das war das Geschichtchen vom Nashorn, das der Hickski hatte. Eines von diesen Tiergeschichtchen von der Isa.